das, was am meisten in deinem Bewusstsein ist, das, was du am meisten fühlst, ist auch das, was du ausstrahlst. Und wenn du den ganzen Tag in negativen Sachen bist, dann ist das das, was du anziehst. Und wir haben die Tendenz, darüber zu reden, dass man eine schlechte Beziehung hat, mit Kollegen, mit Freunden, mit was auch immer, oder? Man sucht nach Lösung und das Paradoxe ist in dem, dass wir die Lösung suchen und uns immer wieder die Geschichte erzählen, dass wir immer wieder erzählen, wir werden geschlagen oder uns geht es nicht gut. Wir werden regelrecht noch mehr zu dem. Jetzt nehmen wir noch andere Menschen mit in die Gleichung. Andere Menschen wissen auch schon, wenn sie an uns denken, ah, das ist der geschlagen wird. Und dann bestätigt das immer noch mehr. Und man sucht eigentlich irgendwo durch von außen nach Hilfe, was ja verständlich ist. Es gibt dann die wirklich Hilfe suchen und die dann irgendwie merken, aha, dass mir so schlecht geht, gibt auch Aufmerksamkeit. Man kann da auch, es ist auch eine gute Möglichkeit, in einer Opferhaltung zu verharren und Opfer zu sein, dass man auch wieder gebäbelt wird, weil schlussendlich wollen wir alle Liebe. Und das ist natürlich auch ein, ich sage jetzt mal, je nachdem, was für Menschen das um dich herum hast, ein einfacher Weg, um wieder Liebe zu bekommen. Wenn du ein Armer bist, haben die Leute auch Mitleid mit dir und es ist irgendwo durch auch Aufmerksamkeit, aber halt vielleicht ist falsch, weil es behaltet dir das Negative am Leben, wo du eigentlich gar nicht im Leben willst. Weil du möchtest positive Liebe. Darum darüber nachstudieren, wie willst du deine Beziehung? Wie möchtest du sie und nicht wie ist sie? Nicht immer wieder darüber nachstudieren, wie sie ist, sondern anfangen zu fühlen, wie sie willst. Dass das quasi dein andere Gefühl verdrängt. Bis es komplett verdrängt ist und dann, oder halt, sagen wir schon, nur wenn es eben ist, dann fährst du auch, oder wenn es überhaupt noch die Möglichkeit einmal gibt, dass du sagst, ja, es kann auch sein, dass ich eine liebevolle Beziehung habe, dann kann das auch wieder einmal zurückgespiegelt bekommen, aber ein Mensch, der 20 Jahre oder 10 Jahre nicht eine gute Beziehung geführt hat, der kommt nicht einfach auf die Idee oder der denkt dann, wenn er an eine gute Beziehung denkt, oder wenn man ihm sagt, such mal, wie würdest du dich fühlen in einer Beziehung, der kennt das gar nicht. Oder? Weil das halt 10, 20 Jahre nicht war. Und so kann man Augen zumachen oder was auch immer und sich einmal versuchen zu fühlen, wie wäre es, wenn meine Beziehung in Ordnung ist. Aber das geht mit allem. Das geht mit dem Kontostand, das geht mit Freunden, das geht eigentlich schlussendlich mit allem. Du kannst dir auch einen Gegenstand, den du dir wünschst, fühlen, in dem Sinn. Oder? Und je beharrlicher du bist, desto mehr du an das Ganze auch glaubst, desto schneller wird das auch manifest. Oder? Das ist eigentlich manifestieren, deinem Gefühl Glauben schenken, wo du möchtest im Leben haben, bis es in deiner 3D-Welt manifestiert.